Ich wollte noch schnell einen kleinen Real Talk machen zum Thema meiner Reactions, wie ich in den Reactions bin, beziehungsweise was ich manchmal react, was ich sage. Also, ich habe den letzten Stream gemacht mit dem Adi Totoro hier und da habe ich zum Beispiel über verschiedene Sachen reagiert. Unter anderem eben auf ein Video von der Nati. Und ich sage es gerade so, wie es ist. Sie hat zum Beispiel die Reaction in dem Sinn nicht so gut gefunden, weil sie sich manchmal vielleicht auch ein bisschen, ja sagen wir mal, ja, jetzt für Anführungszeichen angegriffen gefühlt hat, weil man vielleicht manchmal ein bisschen zu witzig gegangen mit den Witzen. Es ist nie meine Intention gewesen, oder es ist nie das, was ich auch wollte, mir irgendjemand witzig zu machen oder irgendjemand persönlich zu verletzen in den Videos oder so mit meiner Reaktion. Es geht mir nie darum, irgendjemand anzugreifen persönlich und es geht mir nie darum, jemandem um etwas Schlechtes zu wünschen oder so irgendetwas. Es gibt manchmal Videos, die ich weniger geben oder es gibt Videos, die ich lieber. Das auf jeden Fall, das wird so bleiben. Aber ich habe niemanden irgendwie abmachen oder schlecht reden oder so. Also, ich habe es mit der Nati auch schon geklärt und so, also das ist kein Problem. Also, sie hat nur manchmal irgendwie das Gefühl gehabt, dass es vielleicht nicht so nice war, aber ja, JK muss aus der Strickschraube, Menschen in der Öffentlichkeit müssen damit leben können. Ja, bis zu einem gewissen Grad auf jeden Fall, aber vielleicht habe ich das Gefühl, dass ich manchmal vielleicht eine Grenze überschreite, vielleicht manchmal ein bisschen zu weit gegangen, aber meistens habe ich das natürlich nicht das Gefühl. Weil ich das Gefühl habe, dass es manchmal gar nicht zu schlimm ist, wie ich reagiere und dass ich eigentlich noch relativ im Rahmen auf Sachen reagiere. Klar bin ich jetzt, wenn ich ein Video privat mir reinziehe, tue ich nicht die genau gleiche Reaction machen wie hier on Stream. On Stream bin ich natürlich nicht ganz der deckungsgleiche Mensch wie im realen Leben. Aber das ist ja auch normal. Also müsst natürlich verstehen, dass ich probieren natürlich hier unterhaltsame Sachen zu machen. Ein unterhaltsamer Stream, eine unterhaltsame Geschichte probieren euch zu überbringen und nicht wie ich es privat würde machen, über das Video einziehen und nichts dazu sagen, oder? Also das wäre ich auch langweilig und ich probiere meinen Stream so unterhaltsam und so ein bisschen spannend wie möglich zu gestalten und ein bisschen die ganze Zeit am Reden zu sein und nicht große Pausen zu haben, weil das mir auch in anderen Streams aufregen und weil ich auch das Gefühl habe, andere Streamer machen das irgendwie nicht so fest. Das heisst natürlich auch, dass ich ein bisschen wie etwas sagen und probieren unterhaltsam zu sein und vielleicht, ja, manchmal geht es vielleicht zu weit und für das wollte ich mir auch natürlich bei allen entschuldigen, dass ich sicher nicht persönlich gegenüber irgendjemandem, jetzt nicht speziell zu der Nati, das ist sowieso jetzt kein Problem mehr, aber generell auch zu den Leuten, die vielleicht sich, wenn ich auf etwas reacted habe, vielleicht irgendwie angegriffen fühlen oder vielleicht negativ beeinflusst fühlen, das wollte ich auf gar keinen Fall. Also ich wollte nie jemanden negativ, ich wollte nie jemanden negativ behaften mit etwas oder irgendjemand mit einem negativen Gefühl nach einem Video von mir hinterlassen. Auch nicht, wenn es die Person ist, auf die ich reagiert habe. Ich wette, dass die Person entweder zum Nachdenken angeregt kommt oder sich unterhalten fühlt, beziehungsweise es lustig findet und es gut findet. Und ich wette nicht, dass sie negativ aus dem Video rausgeht. Nachdenklich zum Beispiel eben beim Video von Wieso Stefan. Er hat in meiner Meinung nach Videos gemacht, die ich nicht gut finde, die meiner Meinung nach so nicht gegangen. Und das habe ich so im Video überbringen und ich habe ihn nicht persönlich, auf einer persönlichen Basis beleidigen, das auf gar keinen Fall, sondern ich wollte, dass man meinen Punkt versteht, dass seine Videos so nicht gegangen, vor allem im Zusammenhang mit jüngeren Zuschauern und so weiter und so fort. Das habe ich beweisen und darum habe ich noch zum Nachdenken anregen und ich glaube, das ist mir relativ gut gelungen. Das kann natürlich jeder sagen, wie er will. Jeder hat da seine eigene Meinung, das ist ja okay. Aber ich hoffe, dass ich in Zukunft, aber dass ich auch jetzt in der Vergangenheit nie so fest habe verletzt, beziehungsweise habe irgendwie eben mit einem negativen Gefühl nach meinem Video hinterlassen. Also es kann doch einfach verletzen und das dürfen wir auch sagen. Wie man damit umgeht, ist jedem selber überlassen und wenn es einem trifft, dann ist das doch einfach so. Ja, also es kann ja ihm treffen und es kann es kann ja jemanden verletzen und es kann jemanden treffen und es ist einfach so. Ja klar, ich weiß schon, aber ich verstehe jetzt nicht ganz, was du damit sagen willst, Can. Also
Klar ist das so, aber ich wette nicht unbedingt, dass sich jetzt irgendjemand verletzt fühlt oder getroffen fühlt von dem, was ich sage. Also, wenn ich das Gefühl habe, dass etwas wirklich schlecht ist und moralisch und so nicht vertretbar, dann sage ich, dass es so schlecht ist und dass es unter Umständen noch scheiße ist. Das sage ich auch. Also, ich sage trotzdem meine ehrliche Meinung, aber es geht mir darum zu sagen, dass ich nicht wette und auch in Zukunft nicht wette, Leute in Anführungszeichen grundlos beleidigen, dass sie sich schlecht fühlen. Also es ist ein bisschen um die Comics gegangen und nicht um dich. Ah, okay. Okay, easy, ja. Okay. Ja, aber es geht mir nicht darum, irgendjemand zu fronten oder irgendetwas schlecht zu reden. Ich meine, ich sitze hier gefühlt im Glashaus und ich sitze hier gefühlt eben im Glashaus und ich mache nur Reaction-Videos auf dem Kanal. Ich mache Reaction auf Videos, wo andere Leute wirklich produziert haben, wo Leute sich Zeit drin investiert haben. Und ich bin eigentlich der Letzte, zum sagen, dass das Video irgendwie hier und da nicht gut aussieht oder schlecht ist, wenn ich selber nichts mache. Klar, das kann man auch nicht ganz so sagen, aber ich finde, ich müsse mir natürlich auch nicht 100% ernst nehmen. Ich bin auch ein bisschen Witzfigur, logisch. Also, das ist ja auch nicht so gemeint, dass ich das Gefühl habe, dass ich der geilste Motherfucker hier auf dem Planeten bin. Habe ich nicht das Gefühl. Ich habe auch meine Unsicherheit, ich habe nicht das Gefühl, dass ich der geilste Typ bin und so weiter und so fort. Das auf gar keinen Fall, aber ja, ich will einfach nicht, dass es Leute gibt, die negativ beeinflusst kommen durch meine Videos, das will ich wirklich nicht. Und ich hoffe, dass das ein bisschen weniger an, dass sich Leute eben schlecht fühlen nach meinen Videos, das will ich nicht. Alle, die das sind, ich habe es sicher nicht so gemeint gegenüber euch. Kuss geht aus an alle, die Videos machen. Ey, meine verdammte Kamera, ey. Kuss geht aus an alle, die schweizerdeutsche Videos machen, alle, die Videos machen in der Schweiz, alle, die Content produzieren in der Schweiz. Das ist wichtig und das brauchen wir mehr und mehr und mehr. Und lasst euch auf gar keinen Fall von mir negativ beeinflussen im Sinne von Videos produzieren. Macht die Videos, macht mehr Videos, macht so viele Videos wie ihr wollt. Das wollte ich und das ist cool und das brauchen wir in der Schweizer Szene. Und darum wollte ich auch vielleicht auch mit euch, mit den Reactions, in dem Sinne ein bisschen unterstützen und mir selber natürlich auch unterstützen und uns alle ein bisschen unterstützen. Es gibt viele Reaction-YouTuber, die machen Reaction-Videos wegen dem Easy Money. Weil es gäbiges Geld ist für die viele YouTuber, die jetzt frisch gestartet haben. Ist ja auch legitim, ist okay. Aber ich meine, in der Schweiz, ich mache die Reaction-Videos nicht für Geld oder für irgendetwas. Ich mache die Reaction-Videos unter anderem, weil ich ja schon immer gefühlt Bock habe auf Streams und jetzt genau so ein bisschen das Format gefunden habe, das mir passt mit Streams. Aber jetzt Videos mir reinziehen, vielleicht eben noch manchmal ein bisschen Gaming, hier wie ich gerade gemacht habe, hier auf der PS, ein bisschen Call of Duty oder so, das ist schon cool. Aber was mir vor allem darum geht, ist euch zu unterhalten und euch auch zu unterhalten in einem Livestream. Und darum hoffe ich, dass ich das auch in Zukunft machen kann. Und auch mit diesen Videos hier, die ich mache auf dem C-Kanal, das ist mir auch wichtig. Und darum danke an jeden und jede, die mir supportet und hoffentlich seid ihr auch noch natürlich in Zukunft am Start. Ja, Kuss geht raus. Kuss geht raus, Kuss geht raus an euch, so.